Von der grünen Fassade kommen wir jetzt eher zu einer bunten. Geplant war das als schickes Airport-Hotel mit 1200 Betten. Draus geworden ist eine astreine Bauruine. Fast 30 Jahre lang stand diese Kaiserbauruine an der A59 bei Troisdorf. War sogar inoffizielles Wahrzeichen der Stadt, hat man gemunkelt. Der Kölner Aktionskünstler H.A. Schuld kam dann um die Ecke, um die Jahrtausendwende, hat dafür gesorgt, dass immerhin Kunst draus geworden ist. Hotel Europa. Habe ich immer ganz gern gesehen, ehrlich gesagt, beim Vorbeifahren. 2001 wurde der Bau dann gesprengt, genau heute, vor 25 Jahren. Aus der Traum von einem schicken Hotel in Flughafennähe, direkt an der A59 bei Troisdorf. Dabei hatte 1974 alles so verheißungsvoll angefangen. Das zweitgrößte Hotel Deutschlands wird hier gebaut, samt neuem Stadtviertel. Ringsum sollte ein Wohngebiet für 5000 Menschen entstehen, mit Sport- und Freizeiteinrichtungen, mit Geschäften und Kommunikationszentren, das neue Zentralgebiet Siegla der Stadt Troisdorf. Dann Baustopp, weil sich der Bauunternehmer und die Stadt Troisdorf entzweien. Das graue Gerippe an der Autobahn bleibt für 3 Jahrzehnte eine Art Wahrzeichen von Troisdorf. Und dann tritt der Kölner Aktionskünstler H.A. Schuld auf die Bühne. Beim Duschen war ihm die Idee gekommen. Ich mache ein imaginäres Hotel aus dieser hässlichen Ruine. Und dieses imaginäre Hotel soll ja auch Gäste haben. Symbolisch natürlich. Porträts von 130 weltweit bekannten Persönlichkeiten will er an den Rohbau hängen. Test mit dem ehemaligen russischen Präsidenten Gorbatschow. Der war von seinem nicht begeistert. Ich bin ja der Künstler H.A. Schuld. Und ich entscheide, wo meine Kunst anfängt und wo sie aufhört. Nicht Gorbatschow, nicht Frau Merkel, sondern H.A. Schuld. Das Projekt nimmt Fahrt auf. Unter großem Medienrummel wird 1999 ein Modell vom Hotel Europa vorgestellt. Der Troisdorfer Bürgermeister begeistert. Ich bin sehr froh und sehr stolz, dass aus diesem Negativwahrzeichen ein Positivsymbol wird. Und das wird einer der bedeutendsten Künstler unserer Zeit, H.A. Schuld, realisieren. Schließlich beziehen Martin Luther, Willy Brandt und andere europäische Größen das Hotel Europa, nur halt anders als mal geplant. Von der Autobahn bietet sich den Autofahrern jetzt ein schöner Anblick. Doch das Hotel Europa ist nur ein Zwischenspiel. Das Ende der Bauruine naht, zur Freude von manchen. Ich finde das positiv, weil das ist ein Schattenfleck hier in dem Wohnort. Und das Schrottding, das steht schon so lange da. Da kann es auch gesprengt werden. Am 13. Mai 2001 ist es soweit. Drinnen werden tausende Sprenglöcher verkabelt. Draußen versammeln sich zigtausend Schaulustige. Dann geht's los. Der Sprengstoff zwingt 40.000 Tonnen Stahlbeton in die Knie. Aus und vorbei. Was bleibt, ist viel Staub. Und zur Erinnerung ein paar echte Trümmersteine. Also mit den Steinen bauen wir das Hochhaus wieder auf.